Ja. Ich schmeiß das mal ein. Ja. Ja, also ich glaube so um 2000 rum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da war das ganz schön tot. Da war das einfach, da hat das gedodelt in München. Da war das Gefühl so, Bayern und die bayerische Kultur ist so, die hockern im Bier und haben so Bier und trinken da und alles ist so. Und dann macht die Blaskapelle und dann gibt's noch die Schuhplattler und sonst, das ist halt so das typisch Bayerische. Und dass das aber ganz bewegt und lebendig und ausgelassen ist, das war ja überhaupt nicht mehr vorhanden. Also es ist ja nicht so, als hätte es in München keinen Volkstanz gegeben, sondern es hat ein lebendiges Volkstanzwesen gegeben, das stattgefunden hat in den Münchner Tanzkreisen. Da gab es bis zu 25 in München, wo sich in den Stadtvierteln oder an Institutionen angedockt wie die Münchner Schule Tanzkreise gebildet hatten, schon in den 50er, 60er Jahren. Auch immer, wenn irgendwelche Städtereisen gewesen sind des Oberbürgermeisters, da sind die dann mitgereist, haben bayerische Volkstänze vorgeführt auf Bühnen und waren sozusagen Botschafter Münchens in irgendwelchen uniformierten Bekleidungen, Trachtenbekleidungen. Vereine wie die Münchner, die Schöne Münchnerin oder die Lechler, die ja das Münchnergewand sich dessen angenommen haben. Und die haben alle auch die haben getanzt. Ich war damals auch so 23 vielleicht und das waren auch viele Junge dabei. Dann sind die praktisch mit dem Tanzkreis gealtert, haben sich auch immer mehr spezialisiert natürlich, weil wenn man länger beieinander ist, will man auch immer wieder neue Tänze haben und so weiter. Und weil von außen gesehen schauen die Tanzkreise immer so ein bisschen elitär aus, gell? Aber das sind sie ja eigentlich nicht, sondern es entwickelt sich halt so. Da haben die Tanzkreise ihr Monopol gehabt, irgendwie tanzen zu dürfen, bayerisch. Die wollten es natürlich gern weitergeben, haben aber überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, die waren am Aussterben, kann man sagen. Und es gab auch kein Gefühl dafür, wie kann man es weitergeben. Das war immer nur dieser alten Vereinsstruktur verhaftet. Da muss man dann hingehen, dann muss man dann mit Tanzpartner kommen. Und in bewährter Weise wird heuer wieder
unser Willi Bohnleder als Tanzelmeister fungieren. Und damit der jetzt seine Arbeit aufnehmen kann, darf ich euch bitten, dass ihr euch aufsteht zum Auftanz. Musstest du als Frau, in Anführungsstrichen, auf sitzen und warten, bis dich jemand auffordert. Das war so die Sitte oder das war einfach so die gesellschaftliche Norm, dass der Mann aufsteht und auffordert. So bin ich nicht aufgewachsen. Auch wenn ich jetzt schon 41 bin und das noch in meiner Zeit auch so war. Für mich war das nie Thema. Es ist für mich selbstverständlich, dass die Menschen sich aussuchen können, mit wem sie tanzen. Und dass ich verdammt nochmal nicht da sitzen muss und warten muss, bis irgendwer aufsteht und kommt und mich fragt, ob ich tanzen will. Da gibt es Abende, da käme ich überhaupt nicht zum Tanzen, wenn ich darauf warte, dass irgendeiner kommt. Bei mir gibt es sowas nicht. Also wenn ich tanzen will, ich komme zu einem Mann. Magst du tanzen? Kommt. Bei mir ist es immer Damenwahl. Also Erwin die Sarah hat zum Beispiel auch bei der Münchner Phrase hier gesagt, es ist nicht kein lustiger Tanz, es ist ein höfischer Tanz. Und dann jubelt man nicht, nicht? Und ist da ein bisschen gesetzter. Ja, Gott. Jeder geht aus Spaß zum Tanzen und will nicht so gelehrmeistert werden. Also alles gab's und ich fand's unglaublich steif und das Publikum wenig lebendig und freudig dabei, sondern die haben alle ein Gesicht aufgehabt. Ein Gesicht, als wenn sie jetzt irgendwie eine wichtige kulturelle Tätigkeit tun. Ja, es ist nicht direkt ansteckend, das muss man vielleicht schon sagen. Es gibt also tatsächlich Leute, die natürlich gerade das Tanzthema schon seit Jahrzehnten betreiben, sich da auch weiterentwickeln wollen. Das findet viel in Tanzkreisen statt beispielsweise. Aber es ist tatsächlich so, dass sich Leute, die sich jetzt für die Tanzkultur, für die bayerische Tanzkultur interessieren, dass die da oft schweren Fuß reinbringen, weil es ist natürlich eine etablierte Gruppe, man kennt sich untereinander. Es ist ein Einstieg, sage ich mal, schwieriger, sich da einzugliedern, als wie wenn man einfach ganz unverbindlich mal auf eine Tanzveranstaltung geht. Ich finde es wichtig, dass es also eben Lehrer oder Gruppen gibt, die also eben wirklich auch die schwierigen Tänze machen, die das weitergeben, die das also einlernen, finde ich wichtig. Ich besuche solche Veranstaltungen oder Tanzkurse auch. Ingeborg Heinrichsen zum Beispiel gehört zu den ganz kompetenten Tanzmeisterinnen dieser Generation. Und auch sie hat ja 2 Tanzkreise gehabt. Aber es gab eben viele solche Tanzkreise, die in der Folge der 50er, 60er Jahre entstanden waren. Ja, die Ingeborg Heinrichsen ist ja eigentlich ein Tanzleiter der ersten Stunde, kann man sagen. Sie war ja damals beim Redfeld in München. Frau München hat auch mal einen Tanzkreis gehabt. Und sie ist also der Profi praktisch, gell? Kann man sagen. Und sie ist auch sehr, sie choreografiert ja auch viele Tänze, ist auch sehr, ja, hat auch da Interesse eigentlich was Neues zu schaffen auf alten Musiken. Das finde ich also auch eine tolle Leistung. Es gibt da kaum jemand, also ich kenne kaum jemand, der choreografiert, Tänze choreografiert. So, ich heiße Ingeborg Heinrichsen, geborene Röpke. Ich bin geboren in Guben in der Niederlausitz. Bis Kriegsende mussten wir dann raus und wir sind dann auf großen Umwegen über das brennende Dresden ins Egerland gekommen. Und als Displaced Persons kamen wir dann nach München und von München durch Zufall nach Münsing am Starnberger See. Und da bin ich noch ein bisschen in die Volksschule in Münsing gegangen und da habe ich das erste Mal auch etwas von Volksmusik kennengelernt in Münsing. Und das hat mir Freude gemacht und ich fühlte mich dann nachher nicht nur mehr als französische Italienerin, sondern auch als Bayerin. Ich wollte gern bayerisch sein und bayerisch mitmachen. Die Tänze, die ich am Anfang kennenlernte und als Volkstänze betrachtet, die waren für mich etwas Besonderes. Sie hatten mit dem, was ich in der Tanzschule gelernt hatte, nichts gemein.
Es waren ja auch viele einfache Paartänze, die wahrscheinlich sogar aus dem Gesellschaftstanz herausgewachsen sind. Für mich war es etwas Heiliges. Für mich war der Volkstanz was Besonderes. Ich liebte das sehr. Und dann fühlte ich mich da als Heimat, fand ich das Ganze. Ich stand also diesen Tanzgruppen meiner ersten Lehrmeister eigentlich wenig kritisch gegenüber. Ich sog das richtig auf und so. Aber im Laufe der Jahre habe ich mein Denken darüber eigentlich auch etwas verändert und habe gemerkt, dass das alles, manches war auch etwas bräunlich gefärbt in dieser Zeit und musste man vorsichtig sein mit dem Ganzen. Übernommen, den Tanzkreis 1969 war das schon. Und da habe ich dann auch Kontakt aufgenommen, auch mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Und da habe ich erst Herrn Kurt Becher kennengelernt. Ja, ich komme aus einer Familie, in der unglaublich viel gesungen, musiziert, getanzt worden ist. Mein Vater war ja in seiner Funktion beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege für diese Vermittlung der Volkskultur in ganz Bayern zuständig. Also für meinen Vater war das Wichtigste, dass möglichst alle mitmachen können. Dass alle mitmachen können, heißt, dass auch die jetzt nicht automatisch Sänger sind und die den linken und den rechten Fuß nicht auseinanderhalten können, dass die das lernen können. Also das war wichtiger, als dass es irgendwie perfekt funktioniert. Dass Freude und Spaß nichts Peinliches ist oder Unkulturelles, sondern dass das eigentlich der Trägerstoff ist, auf dem alles stattfindet. Man macht es nämlich nur dann, wenn es Spaß macht. Und das hat gar nichts zu tun mit irgendeiner verachtenswerten Spaßkultur, sondern Kultur ist einfach etwas, was Freude auslösen sollte. Als ich ins Kulturreferat gekommen bin, habe ich gemerkt, hoppala, das ist alles eine Altersstufe, der ich mich damals noch nicht zugerechnet habe. Nachdem ich von der Schule kam, wo ganz junge Leute waren, also das war für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich habe nicht fassen können, dass irgendwohin sind die verloren gegangen, die jungen Leute. Und deswegen habe ich einfach überlegt, wie kann man die für Volkskultur interessieren und ich war überzeugt, es geht übers Tanzen. Eigentlich ganz banale Ansätze, die Eva da verfolgt hat, weil sie sagt, es hat jeder Mensch eine Stimme. Es hat jeder Mensch in der Regel 2 Beine. Er kann sich also bewegen, er kann sich fortbewegen, er kann singen, er kann tanzen, er kann auch Musik machen. Und das sind diese tradierten Kulturtechniken, von denen wir sprechen. Der Klassiker ist immer, ich kann nicht singen. Jeder Mensch kann singen. Das liegt immer im Ermessen natürlich. Und es geht auch gar nicht darum, und das ist auch so ein wichtiger Aspekt von Evas Arbeit, es geht ja nicht darum, dass ich dann etwas mache, um es zur Bühnenreife zu bringen oder zur Präsentation zu bringen, sondern es geht immer darum, was ist mein persönlicher Mehrwert davon. Man braucht keinen bestimmten Körper, keine bestimmte Haltung oder Ausbildung, um zu tanzen und zu singen. Die Musik wird gespielt, aber du kennst, du weißt nicht, wie der Polkaschritt geht. Also hör mal die Musik und wie dein Körper sich bewegt. Beim Volkstanz gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Von Schritte, von Figuren, also Figurentänze, wirklich. Also es ist, und Volkstanz gehört nicht zur Bühne, sondern zur Tanzfläche. Und das macht also die Kulturreferat ganz gut, zum Beispiel diese Volkstanz-Events, wo sie alle einladen und sagen, kommt, du hast gar keinen Zugang zu Volkstanz. Magst du das nicht? Versuch mal. Es ist was Schönes. Es macht schon Spaß. Also dieses Treffen mit den Tanzkreisleitern, da war ich mir schon bewusst, dass ich da quasi um gut Wetter gebeten habe für die Grundidee, wir kümmern uns um die Tanzanfänger. Das war mir sehr bewusst. Und dann habe ich sie in die Grützner Stube im Rathaus eingeladen und habe ihnen vorberichtet, was ich mir vorstelle, nämlich sozusagen
die Weitung zu machen. Und dann war Katharina Mayer war da auch da und die hat dann gesagt gehabt, ja beim Volkstanz, wenn der schon aufhört, wenn junge Leute erst fortgehen, wir müssen uns das überlegen, was anderes zu machen. Oder wenn man dann nicht lachen darf, wenn man nicht lustig ist und so weiter. Ab dem Moment habe ich tatsächlich dann die Tanzförderung für die jungen Leute mir konzeptionell überlegt. Wie machen wir das? Ist immer eine Frage der Werbung. Wir haben einfach auch in Bars, in Lounges oder wie das heißt und allen möglichen mit so Karten und immer originelleren Karten geworben. Mit der Folge, dass die halt immer zu den Tanzkursen gekommen sind, die jungen Leute. Und gezielte Kurse für junge Leute haben wir immer angeboten. Weil ich einfach aus der Schule die Erfahrung hatte, die jungen Leute wollen unter sich sein und egal wie jung sich so ein Grauschopf fühlt, er ist es einfach nicht. Man sieht es ihm an und es ist für die jungen Leute nichts Einladendes, wenn da lauter ältere Herrschaften tanzen. Darum war ich der festen Überzeugung, die müssen unter sich sein können und die brauchen junge Tanzmeister, die ihre Sprache sprechen. Wie ist es gekommen, dass du Tanzmeisterin geworden bist? Dass ich Tanzmeisterin geworden bin, es ist ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Für mich war es extrem wichtig, dass die Menschen, die das vermitteln, absolute Sympathieträger sind, die Begeisterung ausstrahlen, die pädagogisches Geschick haben, die niemanden ausschließen. Der Anfang war, dass, glaube ich, die Eva mich als Umsetzer entdeckt hat und mich da quasi einfach genommen hat und gesagt hat, so, das machst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn du glaubst, dass ich das kann, dann mache ich das. Es war faktisch so, dass ich mir das selber gar nicht, ich habe mich gar nicht gefragt, ob ich das kann und ob ich das irgendwie hinkriege, sondern ich habe mir dann das Vertrauen auf die Eva, weil ich meine, ich kannte die Eva einfach schon lang und das war für mich so klar, wenn die Eva sagt, magst du es machen, dass sie mir das zutraut und dass ich das dann auch mache. Ich hatte, glaube ich, auch so ein bisschen das Glück bei den, ich als Person, bei den alteingesessenen Tänzern, dass die mich schon kannten, als ich einfach ein kleines Mädchen war. Und die hatten sehr viel Respekt vor dem Wissen, den Kenntnissen und dem Hintergrund meines Vaters und hatten auch viel von meinem Papa gelernt. Da hat mich die Eva gefragt, ob ich ich glaube, es war in einer Berufsschule, einen Tanzkurs anbieten würde vom Kulturreferat, der sozusagen so einen geschmeidigen Übergang zwischen Salsa und bayerisch Tanzen vorstellt. Also diese Fusion von verschiedenen Tanzstilen, so wie Volkstanz und Salsa, kann super funktionieren. Weil, wie gesagt, also Volkstanz, bayerisch tanzen ist nicht anders als ein Tanzstil. Und bei Salsa zum Beispiel gibt es lauter Drehungen und Figuren,
die wir auch beim Volkstanz haben. Also wenn die Leute sagen, ich weiß, wie viele Figuren gibt es bei Salsa. Bei uns gibt es Fenster, kleine Fenster, große Fenster, Brotzeit. Es gibt alle möglichen. Und man kann neue auch machen. Warum kann ich keine Ländlerfiguren beim Salsa-Tanzen machen? Umgekehrt. Klar, funktioniert das. Da waren dann relativ viele ausländische Schülerinnen und Schüler und die gleiche Zahl in etwa deutsche Schülerinnen und Schüler. Und das Interessante war, die Ausländischen wollten Bayerisch lernen und die Deutschen wollten Salsa lernen. Zum Schießen, weil das genau zeigt, sozusagen diejenigen, die zu uns kommen, interessieren sich für unsere Kultur und wir selber, wir wertschätzen die gar nicht, die konnten alle auch nicht Bayerisch. Außer dem einen Einzelnen, der da dazwischen war. Ja, Eva Becher stellt sich vor. Natürlich fragt sie auch den Hintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab. Und ich habe schon gemerkt, wie ich dann erzählt habe, ja, dass ich eben vom Bayerisch Tanzen komme. Kam die Musterung, wie ich dann erzählt habe, ich bin in einem Trachtenverein. Kam nochmal die Musterung. Man hat schon gemerkt, aha, Sie war da erst einmal sehr resolut, sage ich jetzt einmal. So war der erste Auftritt von ihr. So offiziell und fürs Kulturreferat und für die Stadt München und so tätig zu sein, das war schon irgendwie aufregend. Aber auch einfach, es ist dann einfach passiert. Das ist auch sowas, hat die Eva Becher tatsächlich einen Riecher. Die Katharina Meyer hat das damals schon perfekt vermittelt und das ist so eine ganz wichtige Position. Es geht gar nicht so darum, ob ich didaktisch vielleicht alles richtig mache oder ob ich da vielleicht auch ob ich eine professionelle Tanzausbildung oder so habe. Es kommt, glaube ich, schon sehr auf die Vermittlerrolle an, auf das Gespür, auf die Intuition. Was kann ich mit den Leuten machen? Wo kann ich was rauskitzeln? Das ist so der spannende Aspekt des Tanzmeisters. Weg von diesem, ja, wir wollen jetzt was aufführen oder wir wollen was zur Perfektion treiben, sondern einfach so dieses Legere, wir machen jetzt miteinander was. Das Erleben eines Gemeinschaftsgefühls. Diese Leidenschaft zu vermitteln, da braucht es einfach, ja, ich weiß gar nicht, was es genau braucht, aber es braucht Dinge, die man nicht einfach so bei jedem Tanzlehrer oder Tanzpädagogen oder irgendwo auf der Straße findet, sondern es ist irgendwas Spezielles. Und das ist bei Magnus einfach da und das ist einer der wenigen, die ich auch kenne, wo ich sage, ja, genau, da kommt die Tanzleidenschaft bei den Menschen einfach an. Oder wenn man da merkt, die Leute gehen alle beschwingt nach Hause mit einem Lächeln auf den Lippen, ach, das ist dann schon für einen Tanzmeister so der Lohn. Weil es ist schon auch Arbeit. Ich kriege so mit, wenn wir so auf Volkstanzveranstaltungen gehen, je nachdem, wer so vortanzt, sind halt dementsprechend die Leute da. Was ich gehört habe in der Volkstanzszene, ja, wer die Français nicht kann, der geht jetzt bitte oben auf die Galerie und schaut zu. Ja, kann man schon machen, aber hat natürlich nicht direkt einen inklusiven Charakter. Und es hat auch was Freudebehinderndes. Ja, wenn die Leute die Français nicht können, dann müssen sie es halt lernen. Und jetzt geht es nur darum, dass man dieses Konzept, das die Katharina neu entwickelt hatte, nämlich wie komme ich mit 3 Tanzkursabenden dazu, dass ein Nichttänzer, eine Nichttänzerin teilnehmen können am Kochalball. Das ist natürlich unglaublich viel verlangt, aber das hat sie sich sehr klug überlegt und das Konzept haben sie dann beide unterrichtet in ihren Tanzkursen. Was sich dann auch von Anfang an herausgestellt hat, dass wir halt bis zu 200 Leute in den Kursen haben, die da tatsächlich bayerisch tanzen lernen wollen. Hand, nehmt die Dame entgegen, die euch da entgegenkommt und jetzt Ich habe die Herausforderung für mich auch angenommen und muss sagen, ich habe es definitiv nicht bereut. Es war vom ersten Moment an ein sehr bewegendes Produkt, das auch mich sehr weiterentwickelt hat im Laufe der Zeit. Auch von der Vermittlung her, weil natürlich 200 Leute haben eine andere Anforderung als jetzt, sage ich mal, ein Spezialkurs mit weniger Leuten. Mein Schatz, das ist ein Schlamperer,
Tra, tiri, tirulalala. Bauen die Kurse schon so auf, dass Nicht-Tänzer, weil von den jungen Leuten, wer kann da schon einen Ländler tanzen, wer kann eine Polka tanzen, wer kann einen Walzer tanzen, dass das aber durch die ganz einfachen Volkstänze, da wo man eigentlich im Gehen das lernt, dass man da die jungen Leute dazu bringt. Das ist aber praktisch Szene, es ist wirklich Freestyle. Es darf jeder tun, was er mag. Das, was wir euch bieten, ist eine Hilfestellung. Und da sind meine Nachfolger und Tanzmeister vollkommen der Meinung, dieses Freestyle-Tanzen, wie es die Katharina genannt hat, oder dieses landlerisch Tanzen, wie es der Magnus nennt, macht ja nichts anderes, als sozusagen die Formen freizugeben und dem Tänzer zu sagen, hör auf die Musik, hör, was die Musik dir vorgibt, und dann tanzt das drauf, was in dem großen Formenschatz, den wir zur Verfügung haben, auf die Musik passt. Ein ganz, ganz ausschlaggebendes Element ist natürlich das Bewegen zur Live-Musik. Also für mich ist diese Interaktion mit den Musikanten, die mir da spielen oder die für die tanzenden Menschen spielen, ist für mich die Unterlage für alles. Also ich tanze ja, weil Musik spielt. Und das ist eigentlich da momentan der einzige Grund, warum ich tanze. Weil die Musik mich animiert, mich da jetzt tänzerisch bewegen zu wollen. Deswegen ist für mich auch Musik vom Band relativ schwierig, weil da die Interaktion mit den Musikanten fehlt. Der Volkstanz ist nun mal ein Paartanz, den habe ich auch als solches einfach angenommen, dass ich dann da mich entscheide, mit einem Partner zu tanzen, und auf den mag ich mich auch einlassen. Also einfach diese gemeinsame Bewegung, das gemeinsame Bewegungserlebnis passend zur Musik. Die Kathi ist ja die gewesen, die eben mit den Kapellen zusammen, und da muss man jetzt einfach mal auch klar sagen, in München gab es da die Schreinergeiger. Ohne die Schreinergeiger hätte es auch diesen Tanzaufbruch nicht geben können. Die Schreinergeiger haben eben genau diese Begabung, dass man ihnen vorsingt, da, 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 da. Kennt ihr den? Das geht mit den Schreinergeiger. Also eine Tanzkapelle, perfekter kann sie gar nicht sein. Was uns die Schreinergeiger, denke ich, auch auszeichnet, ist, dass wir Stücke nie gleich interpretieren. Also wenn wir ein Stück spielen, spielen es 20 Mal, dann klingt es 20 Mal anders. Weil es immer an die Atmosphäre angepasst ist und an die jeweilige Stimmung und Situation. Die Österreicher sagen auch, wir spielen aus dem Hut, so nennen die Österreicher das. Sondern wir spielen es tatsächlich aus der Hüfte geschossen, quasi wie wir es gerade empfinden, und das passt aber trotzdem zusammen, weil wir auch aus dieser Erfahrung heraus das Gespür dafür haben, worauf müssen wir dann achten, worauf müssen wir beieinander achten. Ja, ich glaube, so ein steriler Perfektionismus, in dem nie was falsch läuft, schreckt auch ein Stück weit ab. Das macht auch so unnahbar. Und umgekehrt macht es uns, glaube ich, auch nahbar, weil wir halt einfach auch mal daneben hauen. Ich denke mal, vielleicht kann ich es so beantworten, dass ich das schon als meine Heimat sehe, weil ich eine musikalische Heimat habe. Also weil ich eben Freunde habe, mit denen ich gern musiziere, wo ich auch öfter musiziere. Ich kann es auch gern sagen, mit den Schreinergeiger spiele ich sehr gern. Und das ist einfach
das kann man schlecht beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl, vielleicht auch eine Lebensart, dass ich da mich verstanden fühle, dass wir gut zusammenpassen und dass man eigentlich nach so einem 4-stündigen Volkstanz einfach müde, aber auch unglaublich glücklich nach Hause fährt. Und das ist für mich schon auch ein bisschen Heimat, wo ich mich freue darauf, dass ich hier sein kann. Ja, in der Volksmusik ist eigentlich freies Spiel interessant. Nicht? Also Blasmusiken oder so große Besetzungen, die spielen immer nach Noten, jeder hat seine Noten. Und in so kleine Besetzungen spielt man gern frei, finde ich. Also das ist einfach, man kann spontan spielen, also auch auf Zuruf, wir wollen jetzt den tanzen, dann kann man sofort loslegen. Man muss nicht erst eine Minute blättern und alle müssen ihre Noten hinlegen und dann haben wir vielleicht nicht das richtige Licht, was weiß ich, gell. Wir haben seit dem Beginn auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen und Volkstänzen gespielt. Und ich glaube, am liebsten sind uns die Tänze immer gewesen und auch jetzt, wo wir möglichst frei drauf losspielen können. Und im Kulturreferat, glaube ich, hatten wir sozusagen immer so die Unterstützung oder deswegen sind wir auch dann immer wieder gefragt worden, ob wir spielen, weil, glaube ich, schon die Tendenz dahin ging, das alles ein bisschen freier zu gestalten. Also, wenn das Kulturreferat Veranstaltungen macht, empfinde ich das als unglaublich lebendig. Man erfährt als Musik auch die Wertschätzung und man ist im direkten Kontakt mit den Tänzern bzw. mit der Tanzmeisterin, mit dem Tanzmeister. Und das ist schon so beieinander, wie wenn man, dass man denkt, das ist so ganz klein, man ist wie eine kleine Familie. Ja? Auch wenn da 200 tanzen drumherum. Aber man versteht sich blind. Also mir macht es am meisten Spaß, wenn die Leute, die tanzen, Lust haben und die einfach positiv auf einen eingestimmt sind. Dann geht eine ganz andere Energie rüber. Ich glaube, am besten umgesetzt ist wahrscheinlich bei den Tanzkursen im Hofbräuhaus. Ja. Weil wir da wirklich so nah mit den Tänzern sind, dass jedes Mal beim Spielen muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie in den Bogen im Kopf haue, weil wir aber so nah sind. Wir stehen schon immer auf Stühlen, damit wir halt ein bisschen mehr Platz haben und ein bisschen mehr Platz haben. Und dass man uns besser hört. Und dass man uns besser hört. Beim Bassbogen, glaube ich, habe ich schon ein paar blaue Flecken verursacht. Ich glaube. Und mit denen zusammen hat die Kathi ihre ersten Tanzkurse gemacht. Also da war ganz viel Improvisation, ganz viel sich aufeinander einstellen und ganz viel ausprobieren auch. Allein schon dass die Live-Musik so wichtig ist und dass wir das so transportieren, das ist eine besondere Spezialität des Kulturreferats auch. Weil oft kommen welche, die meinen, ja, dann legt man halt eine CD ein. Und damit wird dieses Gefühl überhaupt nicht bewusst. Ja? Dass bayerisches Tanzen maßgeblich von der Musik abhängig ist. Das weiß ich noch sehr genau beim Kathrein-Tanz, der ja immerhin doch ungefähr alle Jahre 600 Karten einspielt. Da haben wir dann schon jedes Jahr wieder neu überlegt, was für Kapellen holen wir. Sind dies Kapellen, die gleichzeitig sozusagen auch die geübten Volkstänzer interessieren? Und wir haben lange Zeit immer noch daran gedacht, dass für die geübten Volkstänzer auch in einem Raum also ein möglichst kompliziertes Programm sein muss. Das haben wir inzwischen unterlassen, weil wir so überlaufen werden von Anfängern, dass wir sagen, es gibt für die Wiefentänzer, für die Fortgeschrittenen, gibt es eigentlich im bayerischen Land genügend Veranstaltungen, die eben von solchen Tanzkreisen gemacht werden. Und wir als öffentliche Behörde haben wahrscheinlich eher tatsächlich auch sinnvollerweise den Anfänger im Blickwinkel. Der hat ja jahrzehntelang in einer anderen Lokalität stattgefunden und wie ich zum Kulturreferat dazugekommen bin, hat man eben auch mit Eva Becher dieses Konzept entwickelt
das Hofbräuhaus mit 3 Tanzsälen anzumieten und eben auch 3 verschiedene Musiken. Mein Name ist Wolfgang Sperger, ich bin der Wirt vom Hofbräuhaus. Meine Eltern haben das Hofbräuhaus in die 80er Jahre übernommen, 1980 genau. Seit 2004 mache ich zusammen mit meinem Bruder das Wirtshaus weiter. Anfangs waren sie ein bisschen skeptisch, aber haben sie nicht geglaubt, dass wir im Hofbräuhaus so umschwenken und sagen, nein, wir wollen das. Aber das ist dann ganz positiv aufgenommen worden. Wir haben ja auch jede Art von Kultur. Der Django 3000 gespielt, genauso wie der Konstantin Wecker oder die Spider Murphy. Alles, quer durch die Bank. Aber auch die ganz konservativen Kapellen. Kulturell geprägte Veranstaltungen waren, sage ich mal jetzt 80er, 90er Jahre nicht so angesagt. Also da war die Nachfrage nicht so groß. Es waren schon immer Leute da, aber es ist nicht so riesig gewesen. Aber jetzt seit ab 2000, würde ich sagen, da ist es stetig mehr geworden, immer mehr. Und das finde ich wirklich tolle Entwicklung. Also in dem Karl-Rheintanz, da sind da 500 Leute drin. Und wir könnten noch mehr haben, das dürfen wir halt nicht, aber da geht schon mehr. Und wie wir angefangen haben mit Tanzkurse, also wir veranstalten Tanzkurse für einen Kochalball, wo man die Tänze, die alten Münchner Tänze lernen kann. Und das hat einen Zulauf gekriegt. Also angefangen haben wir mit dem Kochalball und jetzt laufen Tanzkurse. Das war sogar so viel, das ist immer da in die Nebenräume und drunter ist das Preisstüberl, also da wo man isst drin. Und oben waren so viele Leute und die stampfen dann so auf, dass die unten sind. Oh, was ist denn jetzt? Je mehr Kultur wir stattfinden lassen, desto mehr Leute aus München und der Umgebung kommen zu uns. Die waren immer da, aber nicht so stark. Und das hat eigentlich das Hofbräuhaus und die Münchner wieder zusammengebracht, sage ich mal, diese Art von Veranstaltungen. Also, dass die Leute ihre Wurzeln suchen, hat ja einen Grund. Ich glaube, dass die Menschen wieder zusammenkommen wollen. Zusammenkommen im Sinne von miteinander reden, sich gegenseitig berühren beim Tanzen. Das muss irgendwie wieder kommen, weil das eine urmenschliche Sache ist, ein Bedürfnis. Das ist eigentlich ganz komisch, wenn man so auf der Straße geht und sieht jeden mit seinem Kopfhörer. Und jeder ist so irgendwie in seiner Welt gefangen. Und darin ist genau das Gegenteil, finde ich. Also für mich war klar, diese großen Gelegenheiten im Jahr, wo getanzt wurde und wo ja auch viele Menschen gekommen sind, die behalten wir bei. Diese Bälle als Träger eines Gedankens von alle können tanzen, alle können das Tanzen lernen, alle haben ihren Spaß zu verwenden, das war mir schon in den 2000er Jahren klar. Nur, da habe ich mir halt einfach zuerst einmal angeschaut, was müsste
verändert werden. Der Kochaltball ist eine Veranstaltung in aller Herrgottsfrüh am Chinesischen Turm, würde ich sagen. Eine traditionelle Veranstaltung in der neuen Zeit. Angekommen, eingebettet in den wunderbaren englischen Garten am Chinesischen Turm. Natürlich auch wetterbedingt immer wieder eine Herausforderung. Aber auf alle Fälle eins, eine Traumveranstaltung, wo wir wirklich viel Freude dran haben. Der erste Kochaltball, also das erste Bild, das ich da vor meinen Augen sehe, ist eigentlich irgendwie im Frühjahr 89, wo wir ein Gespräch auf der Terrasse gehabt haben, und zwar mit meinem Vater und dem Freiherr von Freiberg. Der kann unglaublich mitreißend sein und hat also in den schillerndsten Farben erzählt, wie er sich das vorstellt, wenn in der Früh um 6 Uhr am Chinesischen Turm aufgespielt wird und praktisch die Kochal und die Dienstmägde und alle zum Tanzen kommen. Die Geschichte war natürlich wunderbar und es hat uns gefallen, weil wir das erzählt hat, was da damals alles war. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, das könnten wir machen. Ja, da machen wir schon mit. Ja, wenn das so ist, machen wir mit. Und ich weiß noch, wie wir weggegangen sind. Und dann hat er zu mir gesagt, Antje, kannst du dir vorstellen, dass da in der Früh so viele Leute kommen? Und vor allem, ob das nicht bloß die aus der Disco oder übrigbliebenen sind. Und da kann man sich doch eigentlich gar nicht vorstellen. Aber er ist halt so nett. Und er hat so mitreißend erzählt. Und fürs Kulturreferat. Und das täte er dann schon gern machen. Und dann kam der 16. Juli und die Sonne hat geschienen. Und es war wirklich fantastisch, weil es kamen ungefähr 4000 Leute, sind in der Früh gekommen. Und das Schöne an denen war, das waren keine Übernachtungen oder irgendwas, sondern es waren wirklich lauter Leute, die dafür aufgestanden sind und eben diese Tanzveranstaltung, diese Trachtentanzveranstaltung einfach mal beizuwohnen und sich das anzuschauen. Also das war fantastisch. Also mein Vater, ich sehe den wirklich heute noch vor mir stehen, wie er nachher gesagt hat, das hätte nicht geklappt. Das hätte nie geklappt. Anfang der 90er Jahre das erste Mal davon gehört, habe ich meinen damaligen Freund dann überredet oder gesagt, Mensch, da gehen wir hin. Sind dann um 6 Uhr in der Früh in die S-Bahn eingestiegen und dann reden wir da miteinander, ob da überhaupt Leute sind. Und mal schreit dann von ganz hinten von unserem Abteil eine, da müssen wir froh sein, wenn wir noch einen Platz finden. Schau ich dahinter, war eine im Dirndl hinten gehockt, die auch zum Kochalball fährt. Also der Kochalball war davor für mich gar nicht so der große Begriff. Also schon, ich kannte den schon und ich war auch mit meinem Papa ab und zu mal dort. Aber es war jetzt nicht so greifbar eine wichtige Veranstaltung. Es gab keine Tanzveranstaltung in München, die so viel Ungelernte und Narrische beieinander hatten wie den Kochalball. Und das hat natürlich zu neuen Erfahrungen in der Tanzleitung führen müssen. Und ich glaube, ich hätte es auch nie gemacht. Also wenn ich gewusst hätte, was das für ein Hype wird, hätte ich, glaube ich, in diesem ersten Moment gesagt, boah, ich glaube, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Problem wohl damals oder auch die Herausforderung an dem Kochalball war, dass einfach da viele junge Leute hinkamen oder einfach viele Leute, die nicht aus Tanzkreis und tanzerfahrenen Bereichen kamen, sondern die kamen und haben sich davon animieren lassen, dass das irgendwie so ein Fest unter freiem Himmel ist in der Früh und dass man da Musik und Tanz und so, wussten aber überhaupt nicht, was man da so macht. Da hat der Pony, der Willi, der damals der Tanzmeister war, natürlich schon geschaut, wie er die Leute wirklich anleiten sollte. Er hat immer gesagt, steht sich auf. Hat nie funktioniert. Nebeneinander, Kreuzanpassung, 3 Schritte vor und nach innen. Der hat halt noch in dieser alten Tanzmeisterart und Weise angeleitet, nämlich ohne irgendwie mitzutanzen.
Also er hat quasi diesen Tanzvokal angesagt und dann ging man davon aus, die ganzen Menschen können das einfach. Für die Eva war einfach klar, dass das so auf die Dauer nicht funktioniert, weil die Leute dann nicht mittanzen können. Und nur ein ganz geringer Teil der Menschen da wirklich abgeholt wird. Und wenn man die Menschen in der Stadt vom Tanzen begeistern will, muss man es irgendwie anders transportieren. Und dann wurde ich dem Willi sozusagen zur Seite gestellt. Also auch einfach total schön, gell? Nicht so, jetzt übernimmt jetzt irgendwer anders oder sowas, sondern in der Achtung vor dem, was der Willi wirklich kann und toll jahrelang gemacht hat, einfach eine Ergänzung dazu. Und dann war es aber schon so, kam das zweite Jahr, glaube ich, da konnte der Willi schon nicht mehr so gut tanzen. Er war einfach gesundheitlich nicht so gut drauf. Und ich habe gemerkt, die Leute die wollen gerne Anleitung haben, tänzerische. Und dann habe ich das solistisch gemacht. So, das ist mir einfach, ich konnte nicht anders, als dass ich das irgendwie vormache. Rechts von euch steht, da können Sie auch Weiberlein oder Burschen zusammen dort. Also bei uns ist nichts verboten. Ihr müsst bloß tanzen. Das ist das, was wir gerne wollen. Und mein Gefühl war dann, okay, das machen wir halt dann jetzt die nächste. Vielleicht kann der Willi auch noch mal mehr mit mir tanzen oder wir machen es so, dass es irgendwie noch jemanden gibt, der mit mir tanzt, dass einfach dieses Tanzen deutlicher vorgezeigt wird, dass die Menschen mitmachen können. Und dann kam aber der Tod vom Willi dazwischen. Der ist dann kurz vorm Kocherball im Grunde genommen gestorben. Und dann war das echt krass. Das war so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Aber es war auch wieder so, die Eva hat gesagt, Kathi, du machst es, du kannst es. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich kann das, ich mache das. Wie dann 2008 die Frau Meier das übernommen hat, war einem das nicht ungewohnt. Natürlich von der Stimme her war es plötzlich ganz was anderes. Ist ja logisch, ist eine Frau. Das vorher war halt der Herr Pony da und plötzlich war da eine junge Frau oben und hat dann Anweisungen gegeben. Und das ist auch nett zu sehen gewesen, weil plötzlich mussten mal alle Herren machen, was da eine junge Frau da oben gesagt hat. Und jeder, der tanzen möchte, der soll sich hierher gesellen und genießt die Musik. Wir helfen euch ein bisschen, wenn es nötig ist. Und in der Song. Und stand da oben und hat rumgetanzt und gemacht und getan und mit einer Lebensfreude und reißt damit einfach auch alle mit sich. Weil letztlich muss man immer bei solchen Veranstaltungen, glaube ich, sehen, was von der Bühne runterkommt. Das ist, wie wir uns alle fühlen. Wenn Frau Meier was sicher nicht tut, dann drückt sie einen sicher nicht nieder. Also Das war schon sehr eindrücklich, weil da einfach über 1000 Leute tanzen. Es ist beste Stimmung und das war so der Einstieg für mich in den Kochhalball. Und das Jahr drauf war es dann tatsächlich schon so, dass ich gefragt worden bin von der Eva, Mensch, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die Münchner Frassee mit auf die Bühne zu kommen, damit man eben Paare hat zum Vorzeigen. Und dann ging es relativ schnell, weil ein weiteres Jahr später war ich dann eben schon als Tanzpartner von der Katharina Meier mit auf der Bühne und das ist der Part, den ich seitdem auch aktiv ausfülle. Dann dreht die Mitte noch einmal und geht zum eigenen Partner auf dem fremden Platz. ich glaube, auch mit den Jahren hat sich das Publikum eben deutlich verjüngt. Und dann stehen da natürlich zwei junge, fesche Leute oben, die praktisch eine Tradition uns näher bringen, die wir alle leben können. Wo wir alle sagen, jeder ist gerne Münchner, jeder gerne hat also zumindest die echten Münchner, sagen wir gern, wir sind gern in dieser Stadt, wir leben gern mit unseren Traditionen. Aber oft zeigen wir sie gar nicht so wirklich und vertreten die immer nach außen. Und plötzlich steht da jemand, der frisch von der Leber weg mit einer unglaublichen Kraft das rüberbringt. Damit, glaube ich, haben die beiden auch wirklich den Kochhalball noch mal mehr geprägt in die Richtung, so wie er heute ist.
Publikum hatte sehr viel noch ganz normale Kleidung an. Und manche hatten sich auch als Kocherl und Dienstmägde verkleidet, weil eben dessen und die Vorgabe war noch nicht ganz so klar. Die Jugend heute hält es für hipper und ist einfach wieder traditioneller, zeigt das mehr, als das zu meiner Zeit war. Früher ist man auf solche Veranstaltungen, auch mit Wiesen oder irgendwas, man ist in der Jeans hingegangen und alles andere war schwierig, den Kumpels zu erklären. Heute ist halt genau andersrum. Ich denke, sogar authentischer in all den Jahren. Man sieht ja auch oft die jungen Mädels, die Tracht von ihrer Oma oder von der Mutter anhaben. Super, sensationell. Es ist tatsächlich so, dass auch das Thema sehr polarisiert. Das kriegen wir durchaus auch mit bei unseren Veranstaltungen. Da gibt es tatsächlich schon auch Rückmeldungen, die teilweise auch unter die Gürtellinie gehen. Aber das möchte ich dadurch jetzt nicht schlecht reden, weil generell ist die Erfahrung, die wir machen, sehr, sehr positiv. Das Tanzen von Männern mit Männern war mir deswegen so wichtig, weil ich denke, die erotische Komponente beim Tanzen fordert einfach heraus. Wir in Bayern haben den Paartanz und man tanzt mit einem Menschen, den man mag und den man eben sozusagen gern im Arm hat. Und warum sollen das nicht Frauen mit Frauen und Männer mit Männern auch tun? In einer Gesellschaft, die so homophob ist wie unsere, immer noch, die aber gleichzeitig wie München ein lebendiges Szeneviertel hat, da muss doch in Gottes Namen möglich sein, dass auch Männer mit Männern tanzen, ohne dass sich Leute drüber aufregen. Das ist ja tatsächlich ein Thema, das mich persönlich auch berührt. Nach wie vor auch, ganz klar. Wo ich jetzt selber, sage ich mal, wirklich das Glück habe und hatte, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt. Es soll jeder so leben, wie er will und das ist kein Aspekt, der mich jetzt besonders auszeichnet. Es ist einfach so. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich immer mehr Leute kennengelernt habe, also schwule Leute, die schon Platteln haben können, die vom Land gekommen sind und dann aber in München waren oder am Land halt nicht mehr gern gesehen waren. Und daraus haben wir dann einmal uns zusammengetan und haben eine Plattelprobe abgehalten. Und aus dieser einen Plattelprobe ist dann die Schwuplattler, die Volkstanzgruppe oder Plattlergruppe Schwuplattler entstanden. Ich sage jetzt einmal, in der Stadt kann man das anonymer
vielleicht auch ausleben. Das ist vielleicht auch so ein Aspekt der Schwubblattler. Der Gründungsgedanke war ja, dass man auch, sage ich mal, Leute zusammenholt, um sich auszutauschen. Das ist einfach ein Interessensaustausch oder Erfahrungsaustausch. Wie erlebst du das? Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Gründungsgedanke von denen, einfach eine Anlaufstelle zu sein, auch für Männer, die eben nicht geoutet sind, zu sagen, aber ich möchte es gern machen. Und also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. In München sind wir recht gut aufgenommen worden. Wir haben zwar am Anfang, also bei dem ersten öffentlichen Auftritt, schon Angst gehabt, ob da nicht irgendwie Eier fliegen oder nur schlimmer Steine fliegen. Aber es war das Gegenteil der Fall. Und dann ist da die Presse auf uns zugekommen und dann ist uns so ein bisschen bewusst worden, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen, dass wir also eben das schwule Bild nach außen gingen und das auch vielleicht verändern, weil sich ja viele Leute den Schwulen ganz anders vorstellen. Ich marschiere heuer schon zum 10. Mal mit. Ich bin selber schwul und will für mehr Rechte für uns Schwule und für die Lesben auch dadurch erreichen. Für mehr Gleichberechtigung und für mehr Toleranz. Gerade in unserer angeblich ach so extrem traditionellen Szene schon auch einen mutigen Schritt von Magnus, sich sozusagen da zu outen. Und es ist, sage ich mal, schon ein gewisses Risiko, dass man blöd von der Seite angemacht wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, toi, 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 ist es so, das hält sich wirklich sehr in Grenzen. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich mir selber die Frage stelle, wäre es in dem Rahmen jetzt angemessen oder nicht, was eigentlich schon völlig falsch ist. Deswegen eigentlich, ohne viel zu überlegen, einfach machen. Dass wir dann immer wieder gefragt worden sind, ja, wo habt ihr eure Frauen oder wo sind eure Dirndl? Und wenn wir dann gesagt haben, ja, wir sind die schwulen Schwubblattler, das glaube ich nicht. Solche Sachen sind also wirklich passiert. Wir haben eher die Probleme gehabt, wenn wir bei irgendwelchen Ortschaften sind, da wo Trachtenvereine sehr stark sind, die das dann wie auch immer aus Gefahr oder nicht wollen oder uns vielleicht auch noch gar nie gesehen haben, dass sie dann meinen, wir stehen ja da nicht mit Ernsthaftigkeit dahinter, dass wir das verarschen wollen. Die Schwubblattler bieten ja zum Beispiel auch 2 Tanzveranstaltungen an im Jahr, 2 Großtanzveranstaltungen, die voll sind. Und das Schöne ist, da geht es ja nicht darum zu sagen, da tanzen jetzt nur Schwule oder vielleicht auch Lesben miteinander, sondern das ist ja auch das Schöne, dass man feststellt, das findet in einem offenen Rahmen statt. Da kommen also auch viele, viele Leute, die sich einfach dem Volkstanz, dem Bayerisch-Tanzen verbunden fühlen hin. Und die sagen auch, gerade das ist so schön, weil die Stimmung so ungezwungen ist. Wir haben in München auch mit den Münchner Trachtenvereinen weniger oder keine Probleme. Zum Teil, also im Trachtenverein Lechler in München, wenn die Jubiläum haben, sind wir eingeladen und umgekehrt laden wir die Lechler ein. Wenn ich das Interesse habe, Volkskultur zu betreiben, das ist für mich nicht ausschlaggebend. Ob ich verheiratet bin, ob ich eine Familie habe, ob ich vielleicht Frauen liebe oder ob ich Männer liebe, das ist ja völlig wurscht. Es soll ja da eigentlich um die Sache gehen. Und das ist doch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich habe was ich mit anderen Menschen gerne mache und gerne teile. Und das ist wirklich das Schöne auch bei mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist kein Thema. Auch als Vorsitzender vom Trachtenverein ist das kein Thema. Und ich finde es auch gut so. Gerade hier in München, also diese Volksmusik, Volkstanzszene, zunehmend offener. Also das merkt man schon am Verhalten. Eben, ich habe vorher die jungen Menschen, die da einfach mitmachen aus Freude, nicht weil sie jetzt das genauso nachtanzen müssen, aber auch, dass gleichgeschlechtliche Paare miteinander tanzen. Das ist für viele immer noch der Hingucker, aber es wird, Gott sei Dank, zum selbstverständlichen Bild, dass es okay ist. Ja? Und das erlebe ich schon auch, dass das oft in der richtigen Richtung ist.
Also ich bin die Claudia, ich bin Brasilianerin, bin in Deutschland seit fast 10 Jahren. Ja, also ich habe meine Arbeit, mein ziviles Leben, wo ich mein Geld verdiene, aber leidenschaftlich bin ich Volkstänzerin, Trachtlerin. Ja. Ich fühle mich ein Teil von Bayern, weil ich im Trachtenverein bin, weil ich eine Gebirgstracht anziehen kann. Es gibt Sachen im Leben, die man nicht erklären kann. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und für mich, Volkskultur ist ist eine Herzangelegenheit. Es ist, was mich bewegt im Leben tatsächlich. Und was mag ich beim Volkskultur, ist, wie man Kultur erlebt. Es ist vor allem zugänglich. Es soll zugänglich sein. Es soll für jeder möglich sein. Jeder Tanz, jedes Lied soll man mitsingen, mittanzen. Also diese Rollenbilder, also das aufzubrechen, kann man das sagen, es ist notwendig. Es ist das neue 21. Jahrhundert. Und ich merke von der Tanzbewegung, generell nicht nur Volkstanz, dass es schon gibt. Dass es gibt Leader and a Follower. Wer sagt, dass der Mann führen muss? Bei Tango, das passiert schon lang. Also beim Tango kann man automatisch spüren, okay, jetzt darf die Frau führen. Und ich glaube, das ist eine generelle Tendenz vom Tanz, dass es sich ändert. Weil zum Beispiel bei Musik, bei bayerischer Volksmusik. Es ist seit Jahren, dass die Musiker über den Tellerrand gucken und weitergehen. Also die kommen wahrscheinlich von einer ganz traditionellen Umgebung, haben das traditionelle Instrument gelernt, ganz traditionelle Lieder. Aber die wollen was anderes machen. Die wollen das so, einige Sachen importieren, einmischen in seine Musik. Also diese Anti-Stadl-Bewegung oder wie Labras Banda was das macht, das braucht man auch beim Tanzen. Ich bin ganz Optimist, dass es wird sich noch weiterentwickeln. Aber nicht jeder sich traut, neue Schritte zu machen oder frei zu tanzen. Also für mich war das wichtige Ziel, die Szene zu öffnen für andere Tanzformen, für vor allen Dingen junge Leute, für die Neugierde zu anderen Tanzkulturen, ganz, ganz wichtig. Und was für mich auch wichtig ist, darüber nachzudenken, ob es denn sinnvoll ist, sozusagen diese Fülle der Aufzeichnungen, die es gibt von Tanzformen, so zu verstehen, als seien das lauter Rezepte. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, einfach die Ohren aufsperren und hören, was habe ich jetzt gerade für eine Musik und was kann ich da drauf tanzen. Bei manchen Tänzen ist es schon selbstverständlich so, nämlich beim Borischen, auseinander wieder zusammen und dann kommen drehen, 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 drehen und dann kommen unterschiedliche Figuren und die kann man in der Reihenfolge tanzen, wie es einem lustig ist.